Der Jan Neumann, Ex-Schüler aus dem LGE, war in Deutschland Musik studieren. Das Studium hat ihn aber aufgebracht, für etwas Neues anzufangen. Für dich mal vielmals merci, dass alle gut gekommen sind. Ich weiß nicht, die einen wissen, die anderen nicht, dass das heute nicht selbstverständlich ist, dass ich heute kann machen. Also ich habe für viele Leute geholfen gekriegt, von meinen Eltern, von Madame Bulchen und von vielen Kollegen, die hier gesprochen haben, die hier meinen Klienten, alle guten Dinge, die überhaupt ermöglichen, dass ich heute hier bin und dass der Shop heute kann Eröffnung feiern. Und ja, also ich habe nicht viel mehr zu sagen. Vielmals merci. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen hier, trinkt noch etwas, isst noch etwas. Das ist schon alles, was ich wollte sagen. Vielmals merci. Was war Ihr erster Gedanke, wo der Herr hört, dass der Jan ein Tattoo-Studio machen will? Ja, also ich finde noch komisch, dass ein Duni aufbricht. Also wie das hier so gut zeichnen kann, wünsche ich das aber eine gute Sache von. Hat er Zweifel oder hat er den Jan von Anfang an unterstützt? Also ich hatte am Anfang nie wirklich Zweifel, weil ich weiß, wenn die Jan sich etwas an den Kopf gesagt hat, dann möchten das auch ordentlich. Ich kann das gut. Was hättest du zu Brot, mit der Uni abzuhalten und ein Tattoo-Studio abzumachen? Das war aus sich, ja, es sind nur so rangerutscht. Ich war nicht ganz zufrieden mit dem Studium, den ich gemacht habe. Und nur gleichzeitig halt Leute kennengelernt, die tätowieren. Und ja, da sind wir so von dem einen oder anderen gerutscht. Und weil ich sowieso ein bisschen Talent am Zeichnen hatte und mich das sowieso schon immer ein bisschen gereizt und interessiert hat, sind ich da irgendwann dazu gekommen, dass ich dann Tätowierer gesehen habe. War es schwer, das Handwerk vom Tätowieren zu lernen? War das ein bisschen mehr speziell, so ich mal. Schon am Anfang auf Orangen und auf Schweinshaut mich ausgetobt, weil ich nicht direkt Menschen verschandelt. Aber ja, das ist ein Handwerk wie ein anderer doch, wenn ihn rigoros mischt und seriös, dann geht das mit der Zeit immer besser. Aber war das, wenn ich mein Tattoo nicht mehr will? Man kann die Tattoos teilweise wieder entfernen, wobei man sie ganz komplett im Allgemeinen nicht bekommt. Das heißt, man sieht häufig noch so eine leichte, hellere Haut an der Stelle. Man muss ungefähr rechnen im Schnitt, dass die Tätowierungsentfernung ungefähr die 5-fache Kostensumme ist dessen, was das Tattoo gekostet hat. Wie viel kostet das aber ein Tattoo? So wird man so die 600 € sind. Und dann hängt es natürlich noch mal ab, was für Farben verwendet worden ist. Wenn mehrere Farben ins Spiel kommen, wird es kostspieliger, weil man mehr verschiedene Lasersysteme braucht. Und dann ist noch heikel bei der Entfernung, wenn man zum Beispiel rote Tätowierungen hat, kann es zu einem Farbumschlag kommen und dann hat man stattdessen eine grüne Tätowierung. Das ist also, wenn Farben ins Spiel kommen, immer schwieriger. Schmerzhaftigkeit ist gering, das ist ungefähr so, als wenn man jetzt ein Elastik auf die Haut flitschen lässt. Aber es sind relativ viele Punkte notwendig, weil der Laserstrahl halt ziemlich klein ist. Und da heutzutage recht großflächige Tätowierungen verwendet werden, ist das schon eine ziemliche Prozedur. Der wartet schon 3 Stunden heu. Wie geht er mit der Peng um? Also tätowieren die im Allgemeinen immer, weil muss ich just gucken, die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken, indem sie mal am Tätowierer schwatzt oder sich auflenkt, weil du nicht musst immer. Gehen nicht Plätze, wo ein kein Tattoo soll haben, aus beruflichen Gründen? So, wenn ich noch keine beruflichen Perspektiven hat und noch nicht wirklich weiß, wo ich am Leben hin will, gebe ich es vermeiden, einen Tann und einen Hals und Gesicht, also Plätze, wo ich halt nie verstoppen kann. Ich kenne einfach Berufe, wo eine Tätowierung nicht so akzeptiert ist wie bei anderen Plätzen. Aber wenn ich wirklich noch nicht weiß, was ich soll machen oder was ich werde gehen, dann soll sich das schon ordentlich überlegen. Gehen Tattoos, die du nicht gängst tätowieren? Ich gehe mir immer mehr, all die Trend-Tattoos irgendwie zu evitieren. Einfach weil ich der Meinung bin, dass nicht aus einem Trend heraus, weil irgendein Popstar gerade gemeint hat, er müsste sich pst auf den Fanger schreiben, dass du 5000 Meter schon auch den pst auf den Fanger müssen hören. Ich sehe schon dafür, dass ihn relativ individuell seine Motive soll aussehen. Und ja, das wird leben und wäre schlecht von ihm, einfach es probiert hat, einem anderen etwas nur zu machen. Was du nicht so viel abgeregt, aus Angst ging etwas schief beim Tätowieren? Wenn ich sein Handwerk beherrscht, dann darf ich theoretisch auch keine Angst haben. Natürlich ist ich immer ein bisschen nervös und probiere den immer sehr Bestes zu gehen. Das heißt, wenn ich zu wenig Angst habe oder
mal zu viel egal wäre gegen Schlampe schaffen. Das soll ich immer Respekt für an der Arbeit teilen. An dem Moment möchte ich noch sehr best. Wo dir keine Angst, dass es schief geht? Nee, am Allgemeinen sicher sich sein Tätowierer aus und wesen am Voraus mit dem, wo ihn plant, dass doch dann am Endeffekt das Produkt so aussieht, wie ich das vorstellt. Vielen Dank.